Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und endlich hat es geklappt. Das mal hoffentlich auch auf YouTube, weil letztes Mal sind anscheinend meine Dateien verloren gegangen. Shit happens, but life goes on. Und heute habe ich nämlich meine eigene Kamera endlich angeholt. Nämlich Canon EOS 70D. Nice. Ja, sagen, nicht lang schnacken, aufmachen. Oh shit. Dann haben wir hier eine. Was ist denn da? Eine CD. Noch CDs. Bedienungsanleitung. Noch ein Papierkram. Letztes Papierkram. So, und jetzt geht's auf. Zuerst mal der nice Bundle. Lass mir die Kamera ja nicht runterfliegt. Hilfe. Und dann haben wir Aufladekabel. Sehr wichtig. Und dazu natürlich Aufladestation von Canon. Keine Aufladestation. Und da packe ich das Kabel aus. Dann ist es aufbekommen. Ja. Offen. Dann hier ein Akku inklusive Schutz. Ist auch geil, wenn man transportieren will, immer schön Schutz. Und dann, was haben wir noch? Ein Kabel für die Ladestation. Das andere in dem Fall ist für die Direktkamera gewesen. So. Einmal auf die Scheiße hier. Das gute Ding hier. Und dann kommen wir schon zu etwas recht Wichtiges, nämlich Objektiv. Das ist ein 18:135, genau. Das ist nicht falsch sagen. Das Objektiv für mich Canon 70D. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, ich bin auch nicht ganz informiert über das Objektiv, aber es ist eines der besseren, habe ich gehört. Und dann natürlich der Bodykit. Kann man so fertig aufmachen. So, das ist sie also. Hier vorne schön Verschluss und nachher Dings rein tun. Nice. Und hier mit dem Bildschirm, dass ich mich selber gesehen habe, während ich flog. Ist auch ganz nützlich zum Teil. Und dann halt noch hier oben Sachen zum Anmachen. Also hier oben Sachen, wo man Mikrofon drauf tun kann, vorne auslösen und so, und oben diverse Daten, die ich dann haben kann. Und da unten ganz wichtig, zum Objektiv, das sollte in den nächsten Tagen vielleicht auch mal irgendwann ankommen. Das seht ihr dann im zweiten Unboxing, was ich dann zum Teil noch dazu gekauft habe. Und dann, was haben wir noch? Hier das Fachholz, ich glaube, ihr wisst auch, wie so eine Kamera aufgebaut ist. Da, wo jetzt nachher der Akku reinkommt. Mal schauen, ob er aufgeladen ist, ich weiß es nicht. Wie kommt denn der rein? So. So ist. Hey, ist nicht geladen. Gut. Ich würde sagen. Zack. Rausnehmen, zutun. So. Kabel auf. Und ich muss sagen, die Kamera ist von niemandem gesponsert worden, selber gekauft. Ist auch öfter so das Thema. Ich habe mir die absolut selber gekauft. Und das ist auch keine Produktplatzierung oder irgend so anderes, sondern wirklich selber gekauft. Und ich werde auch nicht dafür bezahlt. So, Strom ist da. Ich habe unten eben noch eine Stromleiste. So. Einmal richtig einstecken. Und dann. So. Jetzt sehen wir es, jetzt latzt da. Ist doch schon mal geil. Der einzige Nachteil wird wahrscheinlich sein, ich muss mir irgendwann schon einen Zusatzakku kaufen. Weil, da wenn ich mich kenne, werde ich öfters mal vergessen aufzumachen. So, aber jetzt will ich sagen, jetzt nehmen wir das Objektiv mal dran, dass es mal nachher etwas aussieht. Das sieht halt einfach schon saumässig geil aus. So, da vorne, Deckel weg. So. Und Objektiv sitzt. Alter, das Ding ist ordentlich schwer. Geht jetzt
selbst Vloggen, Alter, ist das nicht so leicht. Also, man merkt es wahrscheinlich schon seit in der Zeit oder so. Und davor natürlich ein fettes Objektiv. Aber was ganz wichtig ist natürlich, dass ich halt keinen Nerv wie Lichtschalen haben wir in diesem Päckchen da drin auch erkennen. Nämlich ist das so ein Sonnenobjektiv. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Sonnenblende, glaube ich. Ich würde mich gerne verbessern in den Kommentaren, weil was so kameratechnisch kann ich mir nicht, aber so sieht dann nachher die fertige Kamera aus, die ich dann nachher brauchen kann. Und dann Mikrofon, Eingang und dann noch diverse HDMI. Alter, warte mal, ich habe eine Idee. Ein paar Sekunden später. Ich habe nämlich hier in diesem Päckchen mal eine Stellung gemacht. Nämlich das hier. Und ich habe mir, glaube ich, das falsche Kabel gekauft. Und ich habe gedacht, so, nee, das wird safe mal irgendwann brauchen. Und habe es nicht zurückgeschickt. Und ich glaube, es macht sich jetzt bezahlt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es da direkt reinpasst. Attenzione, per favore. Ladies and Gentlemen. Passt haargenau rein. Geil! Nie, also gut, ist jetzt aber ich so einmal gekauft, immer gekauft. Man schickt so Sachen eigentlich nicht zurück. Aussen ist halt wirklich komplett fehl am Platz. Oh, das ist beschädigt, aber das HDMI-Kabel oder so kann man nie genug haben. Ich habe letztens auch wieder eins geschlossen. Nice. So, das heisst, wir haben jetzt eigentlich gerade 2 Unboxing in 1 gehabt. Das ist so da für den, der die Verpackung, wenn ich noch die Verpackung sehen, ist da auch noch etwas. So, würde ich sagen, das wäre es von dem Unboxing und ich würde sagen, wir sehen uns nachher auf dieser Kamera, wenn der Akku aufgeladen ist. Also bis gerade. So, und dann wären wir jetzt auf der grossen neuen Kamera und schreiben wir gerade, wenn ihr das Bild jetzt findet und so. Und auch den Ton, weil ich habe doch in letzter Zeit recht viel upgraded, was Kameras anbelangt und aber auch Ton. Und darum, es gibt dazu noch mal ein extra Video, was ich jetzt noch, ich habe noch ganz weitere Sachen hinter mir am Boden liegen, weil mein Zimmer wieder richtig aufgeräumt ist. Aber trotzdem schreibt mir mal in die Kommentare und auch wenn ihr Tipps habt, die ihr jetzt seht, gut, das ist jetzt momentan nicht so gut und so, schreibt das mir mal gerne in die Kommentare, weil das fände ich extrem hilfreich, weil ich kenne mich zu dieser Kamera auch nicht hundertprozentig aus. Klar, ich habe mich doch das eine oder andere informiert, aber auch dann, ich bin immer froh um eure Mithilfe. Und ja, da würde ich sagen, ich finde es jetzt geil, dass ich eine grosse Kamera habe, vor allem jetzt muss ich auch nicht mehr immer so mit kleinen Kamera filmen. Der einzige Nachteil ist jetzt wahrscheinlich, es wird schwieriger halt so früher. Ich meine, zuerst hatte ich so die Kamera gehabt, also die hier. Und ja, die Qualität ist jetzt halt schon dort recht für einen Arsch gewesen. Und das ist jetzt definitiv mit dieser Kamera nicht mehr der Fall. Und ich muss mich jetzt auch angewöhnen, wieder gerade ins Objektiv hinzuschauen und nicht die ganze Zeit neben dem Monitor. Das ist jetzt doch. Und vor allem, die Kamera ist recht schwer. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, als ich die zuerst gesehen habe. Ups. Als ich sie zuerst gesehen habe, habe ich nicht gedacht, dass eine Kamera so schwer kann sein, aber doch, die wiegt doch einiges. Und ja, ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Dann, durch das, dass ich jetzt diese Kamera habe und so ein Netzkabel, das ich jetzt leider nicht da liegen habe, aber so ein HDMI-Kabel, das ich auch im Unboxing gezeigt habe vorher, ich weiß nicht, ob es klappt, aber vielleicht könnte in nächster Zeit wieder öfters mal ein Livestream kommen und jetzt halt auch mit guter Kameraqualität, nicht mit meinem Handy, wo es dann doch könnte einiges passiert. Darum schreibt mal in die Kommentare, was ich noch meine Livestreams, wer sie nicht gesehen hat, sind alle öffentlich verfügbar und schaut es doch mal an. Klar, ich verlange nicht, dass ich ganz viel schaue, sondern ich kann ja mal kleine Teile anschauen und schreibt mir doch mal, wie lange ich die machen soll, ob es eine Stunde zu viel ist oder zu wenig oder so. Wenn ich es momentan mache ich eigentlich immer so 20 Minuten Q&A, dann kommt mal das Hauptthema im Titel statt, will ich mit euch diskutieren und danach können eigentlich Fragen zu dem Thema gestellt werden, die letzten 20 Minuten. Und wenn ihr findet, nee, das ist scheiße, mach etwas anderes, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin um eure Hilfe dankbar. Und auch vielleicht, was natürlich jetzt auch ist, am 29. Dezember, also vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht, wenn nicht, wisst ihr es jetzt, findet TubeCon statt im Hallenstadion. Und dort gehe ich hin, ich habe mit dem lieben Rentex TV
ist auch schon öfters in meinen Videos gewesen. Dort gehen wir definitiv hin und wenn ihr Bock habt, mich zu treffen, ist zwar kein Fan-Treffen, aber wenn ihr mich einfach dort treffen und so, wie ich einfach jetzt kann sagen, ja, dort bin ich definitiv wäre ich dort. Wahrscheinlich kommt eh kein Spaß, weil wer interessiert sich schon für meine Videos. Aber ja, ich werde halt einfach dort mal schauen, ob ich mit meinem oder anderen grösseren Schweizer YouTuber mal ein Interview machen kann oder halt einfach filmen. Aber das werdet dann ihr alle in einem anderen Video sehen. Und dann würde ich sagen, das ist für euch gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing, das jetzt dann doch recht bald ansteht, weil ich habe noch mal ganz viele Sachen bestellt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.